Bundeskanzlerin Angela Merkel aus den dünnste 4 Staatsbesucher Plötzebusch kommen, wie sie scheint, am Lützeburger Amtskolleg Jean-Claude Juncker zu treffen. Die Kanzlerin ist aber eine persönliche Invitation vom Lützeburger Premier an de Grand-Duché gereist. Beim Treffen mit Juncker steht vor allem europapolitisch und bilateral Sujeten im Programm. Nach ihrem Treffen mit dem Lützeburger Regierungschef und Vorsitzende von der Eurogruppe geht die deutsche Bundeskanzlerin aber auch noch vom Grand-Duc Henri an Empfang geholt. Man auch eine Redung mit Vassilios Skouris, dem Präsident vom Europäischen Gerichtshof zu Lützeburg, hat sich die Bundeskanzlerin auf ihrem Besuch von einem Tag vorgeholt. 7 Lützeburger Plattenschaftsbetrieber sie vom Conseil de la Concurrence geputzt gehen, weil sie zusammen probiert hatten, den Staat zu bedrehen, an dem sie einen anderen Preis vorgeschlagen hatten, wie ihn im Marché proposiert wird. Sie haben sich aber nicht nur in der Sache Preise aufgeschwart, aber auch wie schlussendlich der Kontrakt mit dem falschen Montant für den Klientstaat unterschreiben darf. Der Conseil de la Concurrence hat aber präzisiert, dass die Preise nur im Aufschluss von den Ermittlungen nicht überhöht waren und der Staat nicht betrogen wird. Die 7 Firmen haben sich aber schuldig gemacht, weil Konkurrenzrecht nicht respektiert ging. Die Opposition am Togo ist nicht zufrieden. Sie will die Wahl vom Präsident aber vom verstorbenen langjährigen Militärdiktator nicht anerkennen, den immerhin schon seit 2005 am westafrikanischen Land regiert. Den Informationen von der Wahlkommission hat den 43-Jährigen 1,2 Millionen und damit 60% von den Stimmen auf sich vereint, über dem sein stärkster Konkurrent nimmen 700.000 Stimmen gekriegt hat. Die Konkurrenzpartei gehält der Kommission Manipulation für, anders auf die Straße gegangen. Die Polizei hat erst Protestaktionen von der Opposition mit Tränengas müssen ablesen.